Hey, welkom zum Programm Wachwijzer. Ik freue mich sehr, dat du eingeschaltet hast und dat du von der war dabei bist met het Programm Wachwijzer. En von der war wat ganz interessanter, aber erstmal, je zijn er enthousiast, nicht? Wer ist dat? Wir waren Luciano Pauls eingeladen aus Curitiba, Brasilien. Danke, dass du dabei bist. Und wir haben sehr interessante Thema. Und das Thema ist, hat sich wahrscheinlich jeder einer einmal gefragt, wer sie echt wirklich? Zu wem gehöre ich? Was sie echt wirklich? Ja. Das ist zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel frage, wer bist du? Und dann David zu mir sagt, ich bin David Theus. Der Sänger David Theus. Die Mann. So, du kannst auch sein, dass es verschiedene Beschreibungen gibt, wo ein Mensch ist. Aber das sind manchmal Bütterlichtschäden, was wir sagen, nicht? Ja. Aber wo ist einer wirklich von Bahnen? Ja? Und zu wem gehört einer hier Bahnen? Und dort wird heute Identität. Und darüber wollen wir vandaag een beetje spazieren. So, und dafür hat wir Luciano gerade eingeladen, als er uns da ein bisschen helfen will, will wir eine gute, feste Identität haben. Dass wir uns sicher fühlen. Sicher fühlen, wer wir wirklich sind. Ja, krijgt dat. Nou, welkom hier, Luciano. Hey, ja. Een zeer wichtig Thema. En ik glaube, eine wichtige Frage ist, wenn man darüber denkt, was sagt die Bibel über uns, wer wir sind. Wenn wir verstehen von der Bibel aus, was die Bibel über uns sagt, dann das wird uns sehr helfen. Wir haben verschiedene Situationen über uns Leben, wo das sehr wichtig ist, dass man weiß, wer man wirklich ist und was die Bibel sagt, wer wir sind. Wenn das zum Beispiel, wenn die Dach nicht sehr gelb ist, wenn die Zeit nicht sehr schön geht, wenn du auf einmal deine Novia verlierst oder du hast Trouble in deiner Arbeit, in verschiedenen Situationen oder die Menschen reden über die und wir nicht weit, wer wir sind, das wird uns dann sehr schwer. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir einen Grund leihen. In Römer saß Paulus Schrift, was sehr interessant ist, eine Schrift über unsere aller Menschen, unsere Natur. Und wenn wir in Jesus leben, dann passieren verschiedene Sachen, sehr wichtige Sachen. Und Paulus sagt in Römer 6, dass wir mit Christus tot gestorben sind. Also, als Christus gestorben ist, wenn wir am Leben sind, wie mit am tot gestorben. Und selbst am tot gestorben sind, die Bibel braucht auch das Wort mitgeschrieben, sind wir auch mit Jesus abgestanden. Und dort bedeutet, dass wir auch gestorben sind und wir sind frisch abgestanden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind für uns alle Menschen, für unsere alle Natur, sind wir gestorben und wir sind wiedergeboren, abgestanden mit einer neuen Natur. Ein neues Leben sozusagen, nicht? Ein neues Leben, ja. Die Bibel redet, Paulus Schrift sehr viel darüber, dass wir ein ganz neues Leben haben, wenn wir an Jesus glauben. Und ein Vers, was für mich immer sehr wichtig ist, in 1. Korinther 17, wo das sagt, wer sich aber mit dem Herrn verbindet, ist einjäst mit ihm. Und das bedeutet, was sehr interessant ist. Wir sind einjäst mit ihm, mit Christus. Das können wir endlich nicht mal ganz verstehen, wenn es das ist, das ist so deep, so ein Geheimnis, dass wir das nicht ganz verstehen. Aber das bedeutet, dass ich habe nur eine andere Natur, ein anderes Wesen, ein anderes Leben. Christus lebt nur in mir. Galater, was das nachher sage, Galater 2,20, ich sehe mit Christus mitgeschrieben, und er lebt nur in mir. Ich lebe nicht mehr, aber er lebt in mir und durch mich. Und das ist endlich mein neues Leben, meine neue Natur. In Johannes 1,12, was sagt, wer am abgenommen hat, der dort nur die Macht, Gott seine Kinder zu sein. Also wir sind Kinder Gottes, wir sind einjäst mit dem Herrn. Und dort bedeutet, wir sind nur ganz frei von der Sünde, ganz frei von dem alten Leben, von der alten Mensch.
En nu is het wichtig, want wie denken, wat zegt de Bibel over ons? Wat zegt de Bibel, zijn wie durch Christus oder in Christus? Ein anderer wichtiger Teil zum Beispiel ist Epheser 1,4, wo es sagt, weil er die Welt den Grund legt, hat er uns bestimmt in Christus, seine heilige, unschuldige Kinder sein. Het is ungefähr, wo Gott uns sieht durch Christus. Als heilige Menschen und unschuldig. Es ist keine Schuld über uns. Und wir sind heilig. Und so verstehe ich, dass Gott uns sieht. Also, wenn er mich sieht, dann sieht er mich als ein heiliger Mensch und keine Schuld über mich. Und das verändert mein ganzes Leben. Wenn Gott so über mich denkt. Ja, dat verandert en waar staat dat ganze leven. Ook dat verandert dat ganz, wo du dein Leben lebst und sitzt, nicht? Siehst du am Anfang sitzt, wenn du deine Arbeitszeit verlierst, ja? Dann ändert das nichts daran, als du nu Gottes Kind bist und wo er die sitzt. Und all die Dinge, die du nu abredest, dann in Wahrheit kann je nichts dort ändern. Bitte erzähl. Ich will nicht mehr Gottes Kind sein, nicht? Aber im Normalfall würde je nichts dort mehr ändern, nicht? Die wichtige Sache ist, dass man gewissenhaft, oder die Gewissenschaft, Christus lebt in uns. Wenn ich zum Beispiel meine Arbeitszeit verliere, dann war ich mit Christus sagen, okay, was tun wir noch? wo gehen wir noch wieder? Mir ist das klar, mir wird nichts fehlen. Mir ist das klar, er ist mit mir, er wird mir daran leiden. Und ich brauche mir aber nicht nur ruhig worden, ich brauche mich nur nicht, ich kann ruhig bleiben. Und ich weiß, er ist in mir, er weiß, was mit mir passiert. Wir leben nur taub aus ein Leben. Und warum brauche ich mich das nicht schwer machen? So, Luciano, war nu ein Jung, das der Mann von geredet fand, wenn er seine Novia vielleicht verliert, so, dann würde das dasselbe sein, nicht? Sie wird es nicht davon abhängig. Der wird es nicht davon abhängig, so, okay, meine Novia hat mich aufgesagt, so, was, Jesus, der Beste lebt an mir, Gott lebt an mir, was tun wir nu, nicht? Krijt. Viele Mal, wenn die met een Novia oder auch als befried, dann seht wie meistens bei uns Ehepaar oder bei diese, wie sagt man, Relacionamento, sieht man dort den Fried. Und durch meine Frau oder meine Novia oder mein Novio, ich will durch dem Frau sein und ich will durch dem schöne Sachen erleben. Aber wir müssen dort verstehen, dort wir erfahren dort in Christus mit ihm, die Friede, die kommt von boven, die kommt von Gott, die kommt von der Heilige Geist, der in mir lebt. Ne? Wenn wir über die Frucht reden, dort bedient das das Resultat von der Heilige Geist in mir oder durch mich lebt. Dan heb ik lief, vrede, geduld en alles wat ik brauche. Dat heb ik in Christus, in mijn Gesellschaft met hem. Ja? Dan brauche ich mir auch nicht mein Wert davon abhängig machen, was andere zu mir tun, oder was die nicht mit mir tun, nicht? Wenn es die Wertvolligkeit ist nicht daran. Und ich glaube, dass wir unbewusst sehr folgen. Dadurch versteht man auch, ne? Man hat ein Potenzial, ein großes Potenzial durch Christus und uns, sind voll angenommen von ihm, wir sind voll gelebt von ihm. Und das kommt alles durch unsere Beziehung mit Christus. Wow, ich glaube, das ist de beste Nachricht, was man sich kriegen kann, nicht? Dat der alle Mensch darf, dat nie ist du bist nie ein Mensch von nie in geboren, nicht? Da kann keiner die wahrnehmen. Da kann die keiner wahrnehmen. Und das ist ja auch immer war eine Christenverfolgung und so wieder gemeint, dass die Welt nicht weiß, warum wurde diese Menschen nicht bloß irgendwo aufsehen, die sterben leider dafür.
dat ze zo sterk ben en de geloven als du en de geest als du, nee? En die kan dat alle uithalen. Und die Geist sagt uns, wer wir sind. Das ist, ihr seht, ja. Ja. Dort will keiner verlieren. No. So, und wenn du das noch nicht als Jugendlicher oder wer immer du ans Herzen sitzt, nee? Wenn du das noch nicht erlebt hast und du das noch nicht genau weißt, wer du bist, dann kannst du auch ein Kind Gottes werden. Und diese Sicherheit haben. Wo auch wenn du da Troubles siehst, du kannst auch dann durch gehen, wenn du weißt, wer du bist und du weißt, wer an deiner Seite steht. Kreiton. Dankeschön, Luciano, für diesen Anblick hier und diese Erklärung über das Thema. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dat wie ze dat met die van Brazilië uit. En wie hier van Paraguay is er spazieren kunnen. En de mensen naar andere landen hartje worden nachher. Okay. Ja. Freut mich sehr, junt met te helpen. En ik dat sehr schön hier met junt ook te zijn. En junt ook zijn dat echt. Dankeschön. Dan bald nächstes Mal mein Programm Wachvisa.